Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ich habe wieder mal ein neues Outfit gemacht, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir das lang werden haben. Aber da haben wir zumindest ein bisschen Abwechslung. Ja, wir haben das letzte Mal die Festung des Tadels fertig gemacht. Und ja, wir gehen hier her. Wir erkunden jetzt noch ein bisschen die Gegend, die hier gerade neben der Festung ist. Wir gehen mal ein bisschen auf den See und hier auf den Berg oder den Hogger. Wir haben ja vorhin dort in der Festung schon gesehen, es hat so ein Mikela-Kreuz drauf, und das gehen wir holen. Und dann hören wir da komische Kampfgeräusche, dann gehen wir dann noch schauen, was das ist. Aber zuerst gehen wir jetzt mal da noch geschwind hingern. Weil hier, ich bin nicht ganz sicher, aber hier hat es... Komm. Ich glaube auch noch einen neuen Gegner, oder einen, der mir zumindest nicht so sehr in Erinnerung ist, ich glaube nicht sehen. Sondern die zweite, also zwei. Die hat mega viel Leben. Ja, ja. Fuck. Yes. Das ist immer am besten, wenn sie das Tor auftut und ausweichen kann, am meisten Schaden machen. Komm, bevor die 2 kommt, die ist nämlich dann nicht so lustig. Ja. Hier. Geschafft. Und die 2 geben auch mega viel Runen. Boah. Und ich habe fast das Gefühl, das ist eine, wo man vielleicht am besten auf dem Ross bekämpfen. Sie hat immer wesentlich weniger Leben als die andere. Aber ich leider auch. Sieht man sich da noch. Ich muss die Seele noch holen. Es sind ja gleich noch recht viel. Ich weiß gar nicht, kann die einem nehmen, wenn man auf dem Ross ist? Ich glaube eher nicht. Ja, wenn sie beide kommen, wird es schwierig. Weil eigentlich sind die gar nicht so mega schwer. Also, normalerweise finde ich, die kann man schon einigermaßen, wenn man ein bisschen geübt ist, gegen sie gehen die gut. Aber die eine die hat halt irgendwie mega viel Leben. Oh. Und die andere hat ihre komische Speed-Attacke. Komm, und geh ein bisschen führen.
Oder hat es ja schon im Hauptspiel gegeben? Also mir kommt es ja noch nicht bekannt vor. Sie hat da gar keinen Kopf irgendwie. Ups, Glück gehabt. Schön haben wir nachgeritten. Mensch, so. Und das hinterlässt recht viele Runen, aber sonst hat sie, glaube ich, nicht mega viel spannend. Es hat hier noch so einen Marika-Heiltrank, aber den haben wir schon genommen. Früher. Der ist hier irgendwo so am Rand gelegen. Weil wir sind da unten aufgespickt worden. Hier, ja, man sieht es. Da. Aber nicht in der Festung gelandet. Da kann man das schön nehmen, ohne gegen die müssen zu kämpfen. Jetzt gehen wir da mal die andere Seite. Und offenbar sind wir gerade immer noch Bosskampf. Aber den habe ich nicht ganz so gern, wenn ich ehrlich bin. Weil es hat auch so viele Soldaten rum. Oder der schwarze Ritter und irgendwie, wenn man denen zu nahe kommt, greifen sie ihm auch gerade an. Und ja, Mimik will nicht machen. Sehr gut. Genau das meine ich. Und ja, ist nicht so mein Lieblingskampf. Sollte ich da noch geschickt vielleicht etwas schauen. Zwar, was haben wir da alles für Zauber? Ja, sie glaube nicht so schlecht. Vielleicht noch einen sonst. Und zwar haben wir doch da noch etwas gefunden. Mit dem wäre es sicher auch lustig, dass der Tibias rauf. Hast du gesehen? Ja, schade. Ja, für das hier immer zu wenig. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe so eine Art Diskus-Zauber noch gefunden, aber habe ich auch noch mal gemeint. Ja, dann machen wir mal den drin. Ich tue mich noch mal beschweren, aber das mal mit Magie.
Zählen. Gut. Du wolltest nicht angreifen. Ja. Ja, die Mimik nutzt die aber gar nicht in dem Kampf. Ah, das geht ja nicht, okay. Oder warte. Kann ich? Die Mimik mal so machen, dann kann sie vielleicht von weitem angreifen. Und sie. Mimik. Ah, ich glaube vergiftet. Dran nicht schade. Ja, bringt sie nochmal um. Okay, gut. Mimik ist tot. Ist vielleicht auch nicht so schlau gewesen, um einen Bock jetzt, gell?
da nicht. Ah, die müssen nicht mehr angreifen. Bring die Ritter um, komm, mach. Schade. Gut, einer weniger. Ein bisschen Ausdauer aufladen. Ja, der Ritter ist irgendwie nicht so verschleust. Ich hoffe, warum nicht? Ah, die Attacke verwirrt mich einfach immer. Ratschen. Das Gleiche. Schade. Ja, so dann. Nein, yes. Und tschüss, Drache. Wir bekommen ein Drachenherz und einen uralten Dunkelschmiedstein. Und jetzt können wir da mal schauen, hat irgendjemand etwas überlassen? Auch nicht, ja. Aber vorhin hat man doch noch ein Item gesehen irgendwo. Da. Salvenarmbrust, okay. Was habe ich hier vorhin? Genau, so einen gesehen. Da gehen wir jetzt gerade rauf, aber jetzt sollte ich da zuerst noch geschehen. Das schauen, aber es scheint einfach auch nur ein Baum zu sein. Oder ein paar. Oh nein, ich bereue es schon.
Ja gut, das ist zwar auch noch gut gewesen, da haben wir zumindest noch einen Trank bekommen. Noch Flaschenmäuse. Könnte auch einen Trank geben, nicht, schade. Ah, er ist versiegelt. Ja gut. Da können wir noch suchen. Und ich sehe, wir haben ihn schon gefunden. Ist nicht so schwer gewesen, das Segel. Ich muss jetzt noch ein bisschen umschauen, haben wir das schon so. Ja, sieht schon aus, mega cool aus. Mhm, haben wir Vögel. Aber das ist doch das gesehen, wo wir gesehen haben, das Mikella-Kreuz. Oh, schade. Ich scheint hier schauen, aber es scheint nichts zu haben. Mit der richtigen Weg denke ich ist auch eher... Ja, dort ist jetzt der nächste Vogel. Dort wo Gegner sind. Ai. Da haben wir das Kreuz. Sogar mit Feuer. Sein Auge lässt er da zurück, okay. Wir müssen so eins machen. Und
Endlich wieder mal ein Level up. Was haben wir? Ich tu jetzt mal geschickt. Ich denke, genug Angriff haben ist nicht verkehrt in diesem DLC. Gehen wir auf die andere Seite über. Das ist da Wolfen kann sein, die blöden Vögel leben natürlich wieder alle. Ja, da in die Geisterquelle, die ich will. So. Und jetzt ist der Drache weg und all die Ritter sind zum Glück auch weg. Oder fast alle. Ist das schon viel entspannter in dieser Gegend. Gucken, ob wir hier auf dieser Seite raufkommen. Ja. Oh. Das war auch nicht schlau gewesen. So ein Schildkröte ist irgendwie umrunden. Warten wir noch, ich wollte die Schildkröte nicht angreifen. Ja, ich gehe da noch ein bisschen über. Da können sich die Arme wieder erholen. Oder bleibt echt hier rot? Ui, warte nicht. Ich die vielleicht. Ups, gegen Magie schlecht. Ja, viel Spaß beim Treffen. Die Schildkröte bringt auch gar nichts, aber ist okay. So viel zur Magie. Ja, ich denke, das ist auch das Spannendste gewesen, die Schildkröte hier. Bei diesen Viechern komme ich immer noch nicht so ganz draus, für was sie da sind, oder ob die überhaupt für etwas da sind.
Ja, dann haben wir das Gebiet eigentlich auch so gut wie cleared. Dann würde ich fast sagen, können wir vielleicht bei dem Bonidorf weitermachen. Beziehungsweise das Dorf haben wir eigentlich schon gemacht. Aber weitergehen können wir mal noch machen. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Bis dann und tschüss.